Ich bin der Rövu, bin in Mont-Tremblant aufgewachsen, im Berner Jura. Mont-Tremblant ist ein kleines, täuferisch geprägtes Nest. Dort redet man vor allem noch Deutsch, auch wenn man von Französisch Sprechenden umgeben ist. Meine Kindheit war wohlbehütet und unbekümmert, geprägt vom christlichen Glauben, daheim, in der Schule und auch in der mennonitischen Gemeinde vom Ort. Während meiner Schreinerlehre bin ich nachher zwar immer noch in die IG gegangen, in die Jugendgruppe, aber eigentlich nur dabei gewesen, weil ich kein anderes soziales Umfeld kennt habe. Der persönliche Bezug zum Glauben habe ich ein bisschen verloren. So ist das gegangen bis im März 2000. Dann war ich im Zivildienst, in einem Kinderkleinheim auf einem Bauernhof in Wiesen im Kanton Solothurn. Als ich mal mit dem Traktor unterwegs war und wollte kehren in einem stotzigen Gelände, habe ich die Kontrolle verloren. Und der Traktor ist den Abhang runtergetrollt, hat sich 3-mal überschlagen, ist durch die Luft geflogen und hat sich am Waldrand in ca. 5 Meter Höhe zwischen 2 Bäumen verkeilt. Ich bin in den Wald runtergeschleudert worden. Alle Experten hatten das Gefühl, der Unfall hätte tödlich enden. Klassischer Traktorunfall mit Todesfolge. Aber ich war nicht tot. Ich habe zwar um ein Haar mein linkes Bein verloren, aber mir war auch vom ersten Tag an bewusst, dass es ein Wunder ist, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ich habe zwar nach 15 Monaten Geduld gebraucht, bis alles wieder einigermaßen gut war. Aber in dieser Auszeit habe ich auch meinen persönlichen Glauben an den gnädigen Gott wiedergefunden. Ich war ihm dankbar und habe das Gefühl bekommen und auch die Überzeugung, dass er noch etwas mit mir vorhat und mich darum bewahrt hat. Aber es ist auch eine andere, lange Zeit gekommen, als ich diesen Tag von der Rettung verflucht habe. Mir gewünscht habe, dass doch dort fertig sein sollte. Wie ist es dazu gekommen, dass wir schwarze, negative, lebensverneinende und verbitterte Gedanken bestimmt haben? In der Zeit rund um diesen Unfall habe ich mich in eine Frau verliebt, die manisch-depressiv war. Von Anfang an in unserer Beziehung war es immer wieder ein Hin und Her. Sie hatte ständig Zweifel, ob ich echt der Richtige bin und ich bei ihr selten gut genug war. Aber sie ist auch immer wieder zurückgekommen und ich hatte es eben gerne. Ich konnte sehr gut mit den depressiven Phasen umgehen, für sie da sein. Die manischen Phasen, die sind zu diesem Zeitpunkt von ihren Medikamenten unterdrückt worden. Ich habe mir nachher auch noch den Bubentraum von der Bauernlehre erfüllt. Obschon ich schon ziemlich sicher war, dass ich auch noch Theologie studieren wollte. Was ich dann auch gemacht habe. Und während dem 2. und 3. Studienjahr am Theologischen Seminar Bienenberg haben wir geheiratet. Ich bin nach dem Bachelor in ein Praktikum und habe dann eine Stelle bekommen als Gemeindemitarbeiter in pastoraler Funktion in einer Mennonitengemeinde. Im 2008 haben wir einen Sohn bekommen, der Timeo, und ich habe gleichzeitig auch das Masterstudium angefangen. Aber die Probleme in der Ehe sind grösser geworden und mit ihnen auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Im 2010 habe ich dann einen Nervenzusammenbruch gemacht und bin auch mit einem Cocktail aus Medikamenten und Alkohol ins Spital befördert worden. Nichts Tödliches, das habe ich selber gewusst. Aber es war ein Hilferuf, weil ich mir nicht anders gewusst zu helfen. Und ich habe Hilfe bekommen. Aber es ist mir nichts anderes übrig geblieben, als zur Entlastung das Masterstudium aufzugeben. Im 2012 musste dann meine Frau einen Medikamentenwechsel vollziehen, weil ihr Blutwert nicht mehr gut war. In der Klinik hat man mir gesagt, ihr müsst wissen, Herr Bühler, ihr werdet eine ganz andere Person neben euch haben. Das neue Medikament, das sie bekommen hat,
hat bewirkt, dass meine Frau zwar weniger depressiv, dafür aber umso mehr manisch war. Das habe ich bis dahin gar nicht gekannt. Sie hat alles noch viel mehr in Frage gestellt als vorher und fast täglich musste ich hören, dass sie das Gefühl hat, mich zu heiraten sei der grösste Fehler von ihrem Leben gewesen. Für mich ist aber eine Trennung nicht in Frage gekommen. Das hat nicht in mein Weltbild gepasst. Eine Scheidung war für mich eine der grössten Sünden, wenn nicht die grösste. Ein komplettes Scheitern vom Leben. In einer akuten Krisensituation, wo ich mich von wirklich niemandem mehr verstanden habe gefühlt, bin ich mit dem Auto an einen abgelegenen Ort bei uns in der Nähe gefahren. Ich habe die Seile, die ich schon lange im Koffer hatte, mir um den Hals gelegt und mich am Baum aufhängen, wo drunter auf dem Weg plötzlich ein Spaziergänger vorbeigegangen ist. Ich bin erklüpft und bin wieder zu mir gekommen, habe das Seil eingepackt und bin wieder heimgegangen. Ob ich es wirklich durchgezogen hätte, wenn der Spaziergänger nicht wäre gekommen, weiss ich nicht. Im 2016 hat sich dann meine Frau entschieden, sich von mir zu scheiden. Therapieversuch, den ich machen wollte, hat sie abgelehnt. Heute bin ich ihr dafür sehr dankbar, weil es geht mir und auch ihr und auch sogar meinem Sohn besser. Ein christlicher Therapeut hat mir geholfen, mein Leben nicht an dieser einen Geschichte von der gescheiterten Ehe festzumachen. Ich musste und auch können wieder lernen, Freude am Leben zu haben. Und 2 Jahre später hatte ich das Glück, meine jetzige Partnerin, Betty, lernen zu kennen. Bei ihr kann ich zum ersten Mal in einer Partnerschaft sein, so wie ich wirklich bin. Und das Verrückte ist, sie findet mich sogar toll. Heute arbeite ich als Fachperson Betreuung in einer Institution. Und in der Metal Church habe ich eine christliche Gemeinschaft gefunden, die auch meine Leidenschaft für den Metal teilt. Ich engagiere mich dort sehr gerne, zum Beispiel als Festivalseelsorger jedes Jahr wieder. Zum 20-jährigen Jubiläum von meinem Traktorunfall habe ich von meiner Schwester ein Tattoo geschenkt bekommen. Ich habe mich für einen Phönix entschieden, ein Symbol von der Auferstehung. Der Phönix zieht jetzt mein fast verlorenes Bein, das linke Bein. Einerseits erinnert mich das Tattoo an eben den 16. März 2000, wo ich das Leben neu geschenkt bekommen habe. Andererseits ist er auch ein Symbol für mein Erlebtes seither. Wie der Phönix aus der Asche habe auch ich, dank der Hilfe von ganz vielen lieben Menschen, mich wieder aufrichten können, vorschauen und das mir geschenkte Leben mit Freude, Zuversicht und Hoffnung füllen. Der Phönix auf meinem Bein, der hat die Form von einem J. Und das soll bewusst auf den hinweisen, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er, der Jesus, ist mein König. Ihm verdanke ich einfach alles. Ihm gehört mein Leben. Merci Seigneur.